Ein Mann, wie beim Doktor, und der Doktor sagt, weißt du was, die Analyse sagt folgendes. Die Analyse sagt, dass du sollst ein bisschen mehr lachen oder viel mehr lachen. Dann fragt er, was das erste, und das Seguro, dass meine Versicherung dort aufdeutet. Nein, die Versicherung nicht, aber dort deutet immer Hans den Hut auf, dort deutet deine Gefühle auf, dort deutet deine Seele auf. Einige Menschen denken, alles, die Gesellschaft wird mir helfen, die Versicherung wird mir helfen, was das sehr erscheint ist, das kritisiere ich nicht. Das ist immer sehr wichtig, dass die Versicherung dort aufdeutet. Aber es gibt Menschen, die haben Versicherung für ihr Körper, aber dann keine Versicherung für ihre Gefühle. Keine Versicherung für ihre Seele. Warum? Nicht für die Ewigkeit und nicht für hier. Die Ex-Wort nehmen wir im Körper nennen. Im Körper sind die Sachen nennen, die den kaputt machen. Also die Bibel sagt klar, dass das für uns dem Guten ist, wenn wir in Freude haben. Wenn wir in Negativer haben, ist das Hormon, das produziert Cortisol, das eine Hormon, das $21 Billion kaputt macht und wo sie alle merkt. Manche Menschen versichern immer weiter, dass ihre Seele keine Versicherung kann. Meine Seele, meine Gefühle sind dort nicht wert versichert zu sein. Ich will die abpassen in die Gefühle. Und was ist, wenn das nicht funktioniert? Du sagst, weißt du, du kannst Geld reden, wenn die Sache Geld funktioniert. Es geht nicht am Geld funktionieren oder nicht, sondern wenn du dabei ist, nicht was die am Gehen mich beeinflusst, sondern was ich mit dort, was mich beeinflusst. Zum Beispiel, ich kann doch nicht fair, wenn es mal kalt wird, aber ich kann mir eine Jacke antragen. Du kannst nicht fair, wenn du Menschen haben, die hast oder Probleme, die du nicht lösen kannst. Aber du kannst, was tust du mit der Situation? Dort ist die größte Herausforderung. Die Bibel sagt uns in Sprüche Kapitel 17, Vers 22, ein fröhliches Wort, dort ist für den Leib Gesundheit, das ist für den sein Körper Gesundheit. Ein fröhliches Wort haft nicht bloß für die Seele, sondern für den Körper. Man hat das von der ersten Tag von Wissenschaft bewiesen, dass Menschen, die froh sind, dass das eine gute Medizin ist vom Hort, dass das eine gute Medizin ist vom Körper. Was ist die für deine Medizin für deine Seele? Ist deine Seele versichert? Kann dein Körper weiter, wenn es nicht mit dummen, faulen Raumthäuser die ganze Zeit den Körper kaputt machen? Glaube ich wirklich an das, was die Bibel sagt, dass ein fröhliches Wort auch für den Körper was ist? Kannst du die Bibel wieder glauben und einfach sagen, okay, wenn die Bibel das sagt, aber die Menschen, die daran merken nicht froh, ich will was anderes sehen, ich will sehen, Menschen, die mich positiv beeinflussen, wenn ich will das Beste für meinen Körper, für meine Seele, für meinen Geist. Und ich will nicht bloß, dass die Versicherung soll alles mich versichern, sondern ich will auch meine Seele, meinen Geist versichern für diese Welt und auch für die ganze Ewigkeit.